platt, habberlapapp, ja, da bin ich mal wieder. Ja, an so einem schönen Freitag dachte ich kann das mal wieder versorgen und mich, ja, melden, nicht? Ja, mir geht das wieder weiter. Ich bin Vettern durch, bin ich wieder zur Untersuchung und ich bin aber golden Mutes, dass das immer weniger wart, was da in meinem Kopf sich ansammelt hat an Blut. Ja, und nun bin ich auch ganz happy und ganz glücklich, dass wie die Steuererklärung für 2020 nun endlich zum Finanzamt schickt hat. Gestern oben wäre das so wie, ich wäre so natzweht. Das Beste ist immer, vorher habe ich mich immer ganz trocken und stand in der Unterbüchsstore und habe die Steuererklärung gemacht. Ja, das hätte ich nur gestern nicht mehr gemacht, aber kurz davor wäre ich, ja, und sonst, ja, das wäre das eigentlich so. Nicht? Eben habe ich mich gar nicht frei, hier ist ja eine Stroh und ich habe ganz viele Schulen in der Gegend. Und hier ging eben doch eine Klasse über die Stroh und die Lehrerin hat doch an den Lüttenstrotenübergang die Stroh absichert für die Kinder, dass sie sicher rüberkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn nur mittags die Gören und den Kindergarten kommen oder die Schule, die Eltern, die stolziert mit ihren Kindern darum, die kickt nicht nach links, die kickt nicht nach rechts. Aber dann kommt so ein Hundefeurer mit 10 Lütten Köter an, nicht? Und der Köter mit sich hinsetzen ans Totenrand und Teufen, bitte das Herrchen sagt, so nun können wir losgehen. Das ist gut. Und so müsst ihr das auch mit den Kindern sehen. Ich sage ja immer, eigentlich müssen die Eltern mit ertrocken werden. In Hamburg gibt es ja auch Verkehrsunterricht für die Kinder. Da müssen die Eltern mit. Jo, die habt das nur die ersten Kinder. Das sind noch die Vorbilder. Ich meine natürlich, das sollen sie sehen. Ich bin da nicht so sicher. Jo, aber nun genug. Ich wünsche ja nun ein schönes Wochenende und lasst ihr das gut gehen. Am Sonntag wird wir mal ins Maler- und Lackierermuseum gehen. Und das kennt wir noch nicht in Belvada. Und vielleicht Achteran, Hof Neunlinden kann ich ja nur empfehlen, aber nicht Sonntag, nicht nachher gibt das kein Kochen mehr für uns. Ja, mag das gut, schönes Wochenende und bis bald mal wieder. Tschüss.